Herzlich willkommen zurück zur 130. Folge beim Let's Play zu Pokémon Legenden Arceus. Ja, Arceus, genau das Pokémon oder auch Arceus, nachdem man es aussprechen möchte. Das titelgebende Pokémon schlechthin. Der Gott himself, den wollen wir in der heutigen Ausgabe begegnen. Gemäß der letzten Folge fehlen noch ein paar Pokémon, die ich mittlerweile auch schon aufgetrieben habe, beziehungsweise weiß, wo ich die holen kann und so. Und ohne große Umschweife zeige ich euch mal, wo ich die restlichen, die uns fehlenden Pokémon noch gewonnen habe. Und dann wird es Zeit, noch ein paar, zu trainieren. Und natürlich, bevor wir uns dann zu Arceus aufmachen, noch ein ganz bestimmtes Pokémon zu holen. Und zwar Shaymin. Aber dazu erst später. Jetzt würde ich sagen, legen wir los mit Pichu. Ja, Freunde, Pichu, das Maus oder glaube ich auch irgendwie Kleinmaus-Pokémon war. Die Vorstufe von Pikachu findet man unter anderem im Obsidian-Grasland, ist nicht so ganz zu finden. Ich muss tatsächlich ein paar Mal suchen, beziehungsweise das Gebiet resetten. Aber jetzt endlich haben wir eins, also schnell einen Honigköder schmeißen. Warten, bis es sich anlocken lässt. Ich hoffe schon. Jo. Ist das verschmaust und dann Tonnenball. Perfekt. Tonnenball, flieg und sieg. Ah, wenn es immer so einfach wäre. Wenn es immer so einfach wäre. So, Pichu Obsidian Grasland, genau an der Stelle. Wir haben es. Perfekt. Weiter geht's zum nächsten Baby-Pokémon. Müsste, glaube ich, Mobile sein. Mobile. Ah, da ist endlich eins, ey. Alter Schwede, habe ich dich gesucht. Junge. Rotes Sumpfland, wa? Bist nicht so häufig anzutreffen. Dein großer Bruder, Muggelbaum hingegen schon. Lange schläft, mal gucken, ob es klappt. Yeah, man, Tonnenbälle sind einfach nur geil, die klappen immer. Neues Mobile, perfekt. Weiter zum nächsten Baby. Nein, jetzt kommt ein anderes. Kikugi, oh scheiße. Ja, Kikugi bzw. eine Weiterentwicklung Kirubi, die sind hier anzutreffen. Mit dem Obsidian Grasland an diesen speziellen Bäumen. Und zwar, da ist irgendwie ganz doof gemacht. Es gibt da ein paar Bäume, wo diese spawnen. Ich musste jetzt so auf das Gebiet resetten, bis der Baum hier mal gewackelt hat. Das ist nicht mal eins. Das ist kein Kirubi, das ist ein Kinoso. Die Weiterentwicklung. Da weiß Kirubi soll hier eine Chance von 70% haben, Kinoso nur 30%. Oder sogar 75:25. Also wesentlich häufiger müsste Kikugi auftauchen als eine Entwicklung. Das gibt's doch nicht, ey. Alter, hab ich gerade ein Pech, ey. Endlich, ey, Alter, Alter, 20 Versuche, bis das scheiße Kugi da ist. Aus demselben Baum übrigens. Wie das Kinoso von vorhin. Und dann würde ich mal sagen, nichts verschrecken, nichts Falsches drücken, einfach nur fangen. Wenn es geht. Bitte. Wäre so freundlich, wäre nett von dir. Du bist auf Level 18, lässt mit einem scheiß Hyperball nicht fangen. Oh, ich kenne Levelball oder Flottball. Gut, doch Flottball, ja, bin ich auch zu spät, aber trotzdem. Das wären jetzt coole Bälle. Praktische Bälle vor allem. Ach, endlich, ey. Kikugi, Alter, ist das selten bei mir. Zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal vom Baum gehüpft. Weil ganz ehrlich, diese Bäume hier sind so krass selten, wo die auftauchen. Kikugi taucht theoretisch auch in anderen Gebieten auf, aber dort noch seltener als hier, also zumindest bei mir. Dort hat nämlich nie ein Baum gewackelt, hier schon. Aber ich hatte in 5 Versuchen insgesamt hatte ich 4-mal Kinoso drin, jetzt einmal Kikugi. Das glaube ich einfach nicht, hey. Alter, wie scheiß selten ist das Vieh. Okay, hätten wir das. Jetzt geht's weiter zu den Raumzeitverzerrungen. Oh, wieder viel warten. So, mal gucken. Haben wir etwas drin? Im Kraterberg Hochland, Raumzeitverzerrungen. Hier müsste ich die... Ja, Schilderus! Fossil-Pokémon, perfekt! Wieso? Was zum... wieso? Nein, die Scheiße... Nein, das ist falsch! Ich wollte Lehmbeere, ich wollte Klebedinger, ich wollte... Scheiße. Ich hab die Kopfbeere geschmissen, nein!
Bin ich doof? Na gut, die brauchst du eigentlich nicht mehr, aber egal. So. Schnell. Schild rausfangen. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, wir haben einen Schild raus, Freunde. Oh, ich bin so happy. Meine Raumzeitverzögerungen tauchen eh nicht so häufig auf. Und jetzt hier gerade, jetzt hat er echt Glück. Beim ersten, wo er hier aufgetaucht ist, direkt ein Schild raus. So. Natürlich im Pokédex selber hätte ich gerne noch eins. Wenn man nämlich eins direkt entwickeln kann und das andere dann noch den Pokédex komplettieren kann. Mein Kognodon wäre auch nicht schlecht, nochmal eins zu haben. Schon weg. Was eine Scheiße aber auch. Naja, wir haben es, das ist die Hauptsache. So, weiter geht's zum roten Sumpfland. Hier haben wir es ja wieder lange, waren glaube ich etwa 25 Minuten gedauert. Das ist so mit diesen Raumzeitverzögerungen, dass die tauchen garantiert, nach 40 Minuten taucht garantiert eins auf, wenn er einfach so still bleibt und overall einfach nichts macht. Es können aber auch schon nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach 15 Minuten, ich glaube nach 25 Minuten können jeweils auch schon welche auftreten. Weil jeweils so eine kleinere Prozentzahl. Und eben nach 40 Minuten soll die Prozentchance bei 100 liegen. Und die Chance bei 100% halt. Dass spätestens dann eins auftauchen müsste. So, gehen wir schnell hier rein. Warum sind wir hier? Weil wir brauchen Porygon und die Entwicklungsreihe. Wobei die entwickeln kann ich sie selber. Ich brauche jetzt unbedingt ein normales Porygon. Kein Porygon 2, kein Porygon Z, auf nur ein Porygon. Entwickeln kann ich es ja. Züchten, das geht nicht. Also natürlich würde es über Strahlendiamant eine Perle rüber tauschen. Via Pokémon Home. Das würde mittlerweile gehen. Also ich hoffe zumindest. Hätte ich beinahe bei Kikui gemacht, was wir schon gesehen haben. Das war nervig, hey, ganz ehrlich. So, wie sieht's aus? Rare Counter. Porygon, bist du hier irgendwo? Hallo. Oh. Haben wir jetzt gesehen? Natürlich, du kannst einfach Raumzeitverzögerungen einfach überwinden. Mhm. So ein scheiß Elite-Pokémon, ey. Da ist nochmal so ein Vieh. Wo ist jetzt? Hallo, Porygon. Komm zu mir. Ich bin schon richtig. Oder Sumpfland, nochmal kurz checken. Doch, hier ist es. Hier müsste die Porygon-Entwicklungsreihe spawnen. In der Raumzeitverzögerungen, aber irgendwie... Hä? Das war ein bisschen beeilen, weil die halten jetzt nicht so lange. Nochmal ganz kurz raus und wieder reingehen. Nee. Bringt eigentlich nichts. Eigentlich. Aber man weiß ja, wie es so ist bei Spielen. Jetzt bringt es doch was. Eigentlich sollten diese Counter, die Rare Counter, sollen eigentlich sowieso gesetzt sein. Wenn ich das Spiel, die Regionen betrete, müsste direkt definiert sein. Aha, dort spawnen die Pokémon, dort spawnt das. Hier ist auch nichts. Alle hopp. Ich bin verwirrt. Zumindest leicht verwirrt. Gucken wir mal ein bisschen schneller hier. Aber sonst schon alle Items gelootet und so, die es jetzt hier, die offensichtlichen zumindest es hier gab. Gibt es jetzt hier wieder kein Porygon für den guten Michael? Generell spawnen hier gerade zu wenige Pokémon. Wo täuscht das jetzt? Da muss er erstmal die ein bisschen ausschalten, da kommen die dann häufiger. Genau, es kann natürlich sein, dass die Pokémon-Spawns wirklich Angst haben hier von den Elite-Viechern. Okay, nicht schlecht. Aber guck mal, ich habe die passende Antwort für euch. Ein giftigen Hieb. Die Hornio, ey, sieht so scheiße aus. Ja, eins der Pokémon der 4. Gen, das nicht so gut aussieht. Hackbrand ist auch so eins, finde ich. Und gegen die Voltec finde ich, sieht noch relativ passend aus. Aber wir halt natürlich auch Pokémon, wo man sich gefragt hat, hey, wieso kriegen die nochmal Entwicklungen? Mit Magma, Electek und Rizeros, aber hey. Anderes Thema. So. Mal raus. Achso, das ist jetzt erst gespawnt. Oh, bin ich ein Idiot.
Mann, bin ich doof. Natürlich war es vorher schon da, aber... Ja, natürlich ist aber wesentlich mehr Items hier. Das ist schon Porygon. Was macht denn die ganze Zeit überhaupt? So. Genug geschmissen. Oh, weg da, Michael. Autsch. Das ist ein Elektro... Luxio, oder? Yes! Porygon, wir haben's. Geil. Geil, geil, geil. Oh, schnell raus zum Heilen. Puh. Wir haben es geschafft. Roter Sumpfland, Raumzeitverzerrung, Porygon, Nummer 1. Reicht mir. Auch kein 2, kein Z. Alles super. Ja, ich muss sagen, es war ein langer Weg bis hierhin, mein lieber Scholli, hey. Aber es ist tatsächlich Wahrheit geworden, Wirklichkeit geworden, wie auch immer. Wir haben soweit alle Pokémon zusammen. Uns fehlen eigentlich nur noch Kognodon und Schilterus zu trainieren, damit wir Ramaidon und Bolterus bekommen, also ihre Entwicklungen. Und natürlich auch die Porygon-Reihe noch nicht zu vergessen, also sprich Porygon 2 und Porygon Z. Wo ist das Trio überhaupt? Im Dex irgendwo hier unten, glaube ich. Ne, so weit unten ist gar nicht. Hä? Wo sind die? Hallo, Porygons. Reihe. Bin ich gerade dran vorbei? Ich glaube schon, war? Hat er gerade jetzt gesehen. Ah ja, egal. Auf alle Fälle noch Porygon 2 und Z. Und dann wären wir, glaube ich, bei 241 Pokémon so ungefähr. Wir müssen gucken aufs Gefangen. 240 müssen wir dann sagen. Genau, noch die 4 restlichen. Und eben, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele. Weil eigentlich brauchen wir nur alle, bis auf Giratina, um dann Arceus zu triggern, weil Fione, Manaphy, Schemen und Darkrai sind ja optional. Trotzdem will ich natürlich halt nach dem Kampf gegen Arceus das Spiel abschließen. Das heißt, wir machen uns auf gegen Shaymin. Es bringt nichts, wir müssen das 4. Mal fangen. Auch wenn es nervig ist, aber so ist es halt. Ich habe schon mal ein paar Items vorbereitet für die restlichen Entwicklungen, die wir dann noch machen. Aber da ich das Team nachher so nochmal ändern will, will man sagen, holen wir uns erstmal Shaymin. Ich hoffe, diesmal klappt es besser als letztes Mal. Nicht Pech haben, wir es halt nochmal ein bisschen schneiden und so, aber egal. Ich meine, wir wissen ja, wo es ist. Es ist bloß, ich stelle mich zum Teil ein bisschen doof an. Sagen wir, wie es ist. Weil ich das Gefühl habe, hey, es ist ein legendäres Pokémon. Kann man doch anschleichen. Aber ich glaube, ich versuche es diesmal einfach mit abschmeißen. Kann man so versuchen. Da klappt es ja mit Lebkugeln. Habe ich jetzt, glaube ich, bei Shaymin noch gar nicht versucht, wa? Ob wirklich ein Pokémon drin bleibt, bezweifle ich ein bisschen, ist ein legendäres Pokémon. Beziehungsweise man mittlerweile ja sagt, ein mysteriöses. Früher waren es die Event-Pokémon, und mittlerweile kriegt man diese Viecher ja relativ häufig, ist nicht mehr so selten wie früher. Zum Glück auch, weil es war zum Teil sehr nervig, die zu finden. So, wo ist es? Ah, gerade da drüben, okay. Also jetzt mal gesagt, direkt auf es los und es abschießen. Wenn es nicht klappt, habe ich direkt hier Shelterra-Wunde. Manchmal haut es ja auch ab, aber festgestellt. Gut, gegen Shelterra ja weniger. Warum sollte es auch, wenn es so eine mächtige Attacke drauf hat? Aber erstmal sage ich Schlaf. Hä? Ah nein, wieder der doofe Bug Fehler von mir. Junge ist ein Pflanzen-Pokémon, das klappt doch nicht. Ich hätte Ding mitnehmen sollen. Magneson zu paralysieren. Ich habe zwar Elevoltec, aber ich weiß nicht, ob der da wenn sogar zu viel Damage macht. Ich bringe mal ihn, sie hier, wie auch immer. Turkis, komm. Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier jetzt nicht so viel Damage mache. Ja, natürlich wohl der Magneson, ne? Deswegen hatte ich vorhin oft auch Magneson noch im Team. Ich dachte mir so, hey, wieso habe ich das falsche Team drin? Aber nee, ist ja schon richtig. Wie oft kann das Vieh eigentlich angreifen? Sonst muss ich vielleicht sogar noch ein Pokémon mitnehmen, was Trugschlag drauf hat. Müsste ich irgendwo in einer meiner Boxen noch drin haben.
So, es hat ja... Komm, ich setze mal ihn hier ein. Pflanzen- und Elektroattacken und ganz ehrlich, bei ihm hier, da sage ich mal, viel Spaß. Die Pflanzen- und Elektroattacken. Ich glaube, Chemienfang, das wird von so schwieriger als Arceus. So, was hat denn das... Alter, das Vieh hat hier alles nur an Attacken drauf. Boah, ist das nervig. Na, endlich mal. Gott sei Dank. So. Seite 92 auch endlich abgeschlossen. Na, Gott sei Dank, ey. So. Bevor wir das jetzt aber soweit auch beim Professor noch vorbeigehen und da noch gucken, ich muss ganz kurz was anderes machen. Shaymin doch mal mitnehmen. Ja, hier sind neue Pokémon, die wir jetzt in den letzten paar Minuten noch gefangen haben. Zusammen geschnitten haben, eben Pichu, Mobile, Kikugi, Schilterus. 2 Polygons, einfach nur für den Pokédex-Eintrag, falls ich mal noch den gerne vervollständigen möchte. Dann kann ich einen davon entwickeln und den anderen halt nicht. So. Team. Lege jetzt mal ab und wir switchen nachher dann auf ein anderes Team über. Lass mal ganz kurz. Ich merke, der ist hier sowieso gerade wieder falsch drin. Warte mal. Voltec war hier drüben. Rihornio war hier. Ich glaube, für den Kampf gegen Arceus nämlich wieder mein Prio-Team hier war. Eigentlich mein stärkstes. Noch aktuell. Klar kann ich alle noch trainieren und so. Ich will dir denn vielleicht ja sogar dann bei Pokémon Scarlet und Violet, also sprich Purpur und Karmesin noch trainieren. Wir werden sehen. So, Shaymin. Also ganz schön genervt, Kumpel. Geht's dir gut? Ja, das ist die Hauptsache. Jetzt erwarten. So. Shaymin. Erstmal den Bericht angucken. Ne? Ist natürlich, ja, in dem Spiel natürlich ein bisschen irrelevant, dass der. Oh, Spezialangriff hoch, okay, das macht Sinn. Luftschnitt, Erdbeben, Erdkräfte. Schocksamen, Alter, das hast du nicht drauf. Das ist noch Schlafpuder. Mhm. Genesung auch. So. Tja, kleiner. Wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt das Ding bei dir einsetzen? Haben wir die überhaupt noch oder haben wir die abgegeben? Ne, hier ist sie noch. Warum die hier unten ist, verstehe ich auch nicht. Müssen einfach die anderen Items oben sein, aber egal. Shaymin hat die Form geswitcht. Na du? Ja, da freust du dich, wa? Unser kleines Shaymin, wie sieht das denn jetzt aus? Pflanze, Flugtypus und ansonsten so dieselben Attacken noch, aber eben Pflanze, Flug. Das gab es ja damals auch mit Pokémon Platin, kam das ja dazu. Also auch erst mit der Spezialedition. Sehr schön, sehr schön. So, dann würde man sagen, Professor. Du hast ein Pokémon gefangen, du bist cool, Mann. Ja, Mann, es ist Shaymin, das Shaymin-Pokémon. Was? Das mysteriöse Pokémon. 100.000 Pokédollar. Lass uns mal sehen. Ich will es faszinieren, wenn man den Pokédex aktualisieren. Landform, Zenithform. Ich müsste hier noch ein paar. Ja gut, das ist kein Problem. Wenn noch was im Pokédex zu tun, das kriegen wir hin. Eins darauf zurück, weil wir sind ja jetzt im Schlussspurt. Ich habe mir sogar ursprünglich überlegt, ob ich irgendwie 2 Folgen draus mache. Und dann gesehen, wenn ich da halt die Jagd auf die anderen Pokémon, wie eben Pichu, Mobile, Kikugi oder die Porygon-Reihe, zusammenschneide, ist dann doch die Folge eher kürzer geworden als gedacht. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Fight gegen Arceus dauert, vielleicht gibt es doch 2 Folgen. Ich glaube es eigentlich eher weniger. So, was sagt der Pokédex? Ups. Shaymin, da habe ich jetzt die Form drin. Hier habe ich so die anderen Formen.
das Originalform, aber abgelegt habe es, glaube ich, in ihren verwandten Formen war. Wo ist die Legibox? Hier. Ja, tatsächlich, okay. Shaymin hier drin, perfekt. Arceus müsste theoretisch hier hin dann kommen. Irgendwo anders hin, das werden wir dann sehen. Also, müssen wir gucken, wa? Mit dem neu gefangenen Pokémon. Das erste Mal können wir natürlich Pokémon wie Pichu. Oder auch der andere Kollege. Warte mal ganz kurz. Das sind alles Maus-Pokémon. Natürlich auch Mobai oder Kikugi. Gehen wir nach hinten durch. Können wir natürlich ganz mal ihre Boxen ablegen, weil mit dem müssen wir nichts mehr machen. Gucken wir schon mal hier drin. Man kann gleich mal Kognodon mitnehmen. Denn das brauchen wir wiederum. Ah, unsere schöne Kognito-Box. Alles schön. Schön sortiert. So. Also, Kognodon müssen wir gleich mitnehmen. Genauso wie Schilterus. Dann kann man Kikugi mit. Den kann ich auch ablegen. Ja, da vergiss ich auch nie mehr, wer das Vieh fangen musste. Kinoso gab es so oft im Vergleich zu Kikugi und Kikugi. Das ist, glaube ich, für mich hier persönlich im Spiel mit Abstand das seltenste Pokémon. Einfach nur krass. So. Hier Porygon in die Normalbox. Haben wir noch Platz irgendwo? Ja, hier. Okay. Gut. Dann die mitnehmen, weil die müssen jetzt entwickelt werden für ihre Pokédex-Einträge natürlich. Und das mit Porygon. Dankeschön. So. Ah, die können ja schon. Stimmt, ich muss gar kein Level-Up mehr machen, ich Trottel. So. Freunde. Es wird Zeit für die Entwicklung. Ich muss sagen, das ist jetzt ein Feature, was ich in Pokémon Carmine und Purpur vermisse. Dass man die Pokémon manuell entwickeln kann. Ich weiß, es ist natürlich ein altes Feature seit der ersten Generation, dass sich nach einem Kampf automatisch entwickeln und nach einem Level-Up halt. Sprich eben Level-Up plus nach einem Kampf. Aber, naja, dass man halt so manuell halt doch macht, finde ich schon eigentlich cool. Cooler, sag ich mal so. Hätte man, finde ich persönlich, jetzt eigentlich so beibehalten können. Aber hey. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, wie man so schön sagt. Schilterus, Volteros. So. Und jetzt, Freunde, Zeit für ein Upgrade. Porygon 2. Das ist auch so ein Pokémon, wo ich sagen muss, jo, ist cool, sieht geil aus. Und ist vermutlich, glaube ich, bis heute noch eines der Pokémon, was vermutlich häufiger eingesetzt ist als eine Weiterentwicklung. Beim Porygon 2 mit dem Evoliten als Item, Alter. Das ist schon krass. Und Porygon Z, was wir jetzt gleich bekommen, das ist halt so selten im Vergleich. Wobei natürlich Porygon 2 auch cool aussieht, wa? Vorher das eckige Pokémon. Voll die Polygone und so, nachher schön rund. Und das hier, ja, sieht auch ein bisschen durchgedreht aus. Naja. So, Freunde. Hätten wir das auch. Porygon 2 und Porygon Z. Das heißt, ich packe jetzt alle wieder in die Box rein. Nehme schon mal ein fertiges Team. Dann gehen wir noch zum Professor. Porygon Z ist ja immer noch hier dann drin. Ja, man sieht es auch hier natürlich offensiv einiges zugelegt. Defensiv jetzt nicht mehr. Das liegt aber wirklich halt daran, dass halt
die Entwicklung von Porygon 2 ein bisschen was verloren hat. Naja. So. Amaido, Polteros auch noch. Primärtyp Gestein. So. Also dann, das Primärteam wieder mitnehmen. Was heißt hier Primär, war? Also auch mal so ein bisschen zugeordnet haben, damit es besser passt, auch mit Galagladi. Und durch Lucario ja noch in etwas wäre. Aber weiß natürlich jetzt nicht, wie Arceus nachher so drauf ist, wenn der immer noch nur Normaltyp ist, okay, cool, aber sonst, ne? Dann nehme ich statt. Waschaquil, Hisui-Form finde ich zwar cool, Aura schwingen, Orkan. Ja, Magieflamme. Die Kombi bringt schon, aber ich habe natürlich hier auch noch Laubklinge drauf. Bei Energieball auch, aber halt Psycho- und Kampfattacke. Kann mal gucken. Speziell, physisch, speziell. Physisch, physisch, speziell. Ist ja doch gut durchgemixt. Ah, ich habe mir schon was überlegt dabei. Okay, Freunde, wo ist der Professor? Wo ist der Professor? Kann ich hier drin die Pokédex-Aufgaben, da kann ich auch abschließen. Das geht doch auch. Du, du, du. Ich will eine Tasche erweitern. Halt die Klappe, Mann. Die will gar nichts. Also Bericht erstatten. Jo, Berichte. Kognodon. Schildos. Porygon. Porygon Z. Porygon 2. Bolterus. Ramaidon. Perfekt. Der Porygon Z war hier höher angeordnet bei mir in der Liste, weil ich mal eins aus wen gesehen habe. Der Punkt ist also endlich vervollständigt. Im genauen Namen müsste man ihn eigentlich Michael Dex nennen. Hehe. Ich erinnere mich noch an die Nachricht, die du bekommen hast, als du in unsere Welt gefallen bist. Begegne allen Pokémon, nicht wahr? Dieses Ziel hast du nun erreicht. Damit ist das Let's Play eigentlich beendet, oder? Ja, fast. Eins fehlt noch. Der Kraterberg zum Sinnoh-Tempel. In ganz Hisui ist der Ort, der dem Himmel und damit dem Rest des Universums am nächsten ist. Was dort passieren wird, ist ungewiss. Als Wissenschaftler ist nämlich das ganz natürlich brennend, aber dies ist dein Abenteuer, deine Geschichte. Your history. Also liegt es allein an dir, dorthin zu gehen und es herauszufinden. Check it out. Mit dem Pokédex befassen. Tja, Freunde. Neben dieser Nachricht sagt einem halt, sobald man eigentlich 237 Pokémon gefangen hat, also die ersten natürlich, die hier hinten sind egal. Für eben Arceus und den Kommentar gerade. Aber für uns natürlich nicht, ja, ist klar. Wir wollen jetzt alles haben. Jetzt sehe ich aber gerade auch schon, also ein Pokédex sehen, ja, sehe natürlich gerade hier, schön, was sagst du? Ist eigentlich voll, willst du mit ernsthaft noch Arceus sehen? Okay. Sie will Arceus, den Gott der Pokémon, sehen. Ja, ich sehe jetzt natürlich, bei 18 Minuten, die ich jetzt gerade am Stück aufgenommen habe, seit dem letzten Fang. Das noch dazu nehme. Ja, könnte die Folge voll sein. Also, machen wir jetzt einen Weg zu Arceus. Ob ich die Folge schneide oder nicht, das seht ihr dann. Das sehe ich erst im Nachhinein. Das kommt drauf, wie lange jetzt das dauert mit Arceus fangen und so. Natürlich erstmal kämpfen, fangen. Vielleicht gibt es noch eine, keine Ahnung, noch eine Endszene oder so. Wer weiß. Also kann es gut sein, dass es dann nochmal eine Folge gibt. Oder es jetzt nahtlos weitergeht. Ich würde eher sagen, hoffentlich bis gleich.